Da streift der Windhauch am Philipp seine Ecke und im Gang aussen hört man die Eingangstür knarren. Schnell packt der Philipp die beiden Briefe, aber einer rutscht ihm vor lauter Aufregung zur Hang aus und fällt unter den Tisch. Schon packt aber die Mascha am Philipp seinen Hang und zieht ihn in die Speiskammer. Keine Sekunde zu früh, denn die Eulalia Seidenbast kommt in die Küche rein und schaut aufmerksam umeinander. Die Kinder wagen kaum zu schnaufen. Durch einen Spalt in der Tür der Speiskammer können sie die ganze Küche beobachten. Da steht sie also, die Eulalia Seidenbast, und sieht einfach grusig aus. Ihre grauen Zottelhaare stören verwuschelt vom Kopf ab in alle Richtungen. Die bockene Nase sieht aus wie ein Eulenschnabel. Ihre kalten Augen glitzern schwarz wie Kieselsteine im Wasser. Ihr länggrüner Mantel ist dreckig und schlammig und zwischen dem Hals und dem Kragen kleben Haufen kleine Federn. Eulenfedern, vermutet der Philipp. Die Eulalia Seidenbast geht zum Fenster und macht es auf. Im nächsten Moment kumpelt ein schwarzer Schatten rein. Es ist die Katze. Sie streicht ihrer Herrin um die Beine und schnurrt laut. Die Eulalia beugt sich ächzend an und streicht ihr über einen geschmeidigen Rücken. Gut, dass du da bist. Hat dich der Mond geholt? Mir hat er den Käfig aufgemacht. Erst am Eis muss ich wieder zurück. Aber wieso kommst du in dieser Gestalt? Du solltest dich schon längstens an die andere gewandt haben. Miau, miau. Red gefälligst in meiner Sprache mit mir und mach, was ich dir beigebracht habe. Tanz dein Tänzli, los! Die Katze faucht, aber die Eulalia schüttet sie zur Seite. Los, tanz! Da stösst die Katze einen klagenden Schrei aus. Ihre Augen glühen im Mondlicht und ihr schwarzer Pelz sprüht silbrige Funken. Und dann fängt sie an zu tanzen. Zuerst mit fedrigen Sprüngen auf allen Vieren, dann mit schlangenförmigen Bewegungen auf den Hinterbeinen. Und vor den Augen von Philipp und von der Mascha passiert das grässliche Wunder. Die Katze wächst und wird grösser und verwandelt sich. Ihr Körper nimmt menschliche Gestalt an, ihr Gesicht menschliche Züge. Aus der Mimi der Katze wird die Mimi Mondlieb. Die tanzt weiter, so wie die Katze tanzt hat, aber in Stöckelschuhen und einem schwarzen Kleid, das um sie herumwirbelt. Grüß dich, Schätzeli. Warum nicht gerade von Anfang an so? Ach, es ist doch noch zu früh. Mitternacht ist ja kaum durch. So stand sich mein Tanz halt erst, wenn der Mond langsam wieder runtergeht. So lange können wir hier nicht warten. Du weisst es genau. Du musst mir noch Haufen erzählen. Aber zuerst gibt es ein Tassli Tee. Das wird uns wohl tun, mein Schätzeli.